Hast du dir auch mal so gefühlt, dass du wie strüge warst, die da jetzt wirklich, was du dachtest, wie der Basse, die da jetzt den Basse, die jäufst alles, was du hast, in einmal wahrer, kämpfst du Ladich trägt. Die wir einmal auch diese junge Mom, der hat 2 kleine Kinder, du, und das ist ein kleiner Bengel, der fängt an zu narren, und der hört nicht mal, und auf einmal sagt die Mom, okay, das ist Zeit für ein Timeout. So, das kleine Guy, der hat in den seine Stufen an, und der merkt, der hängt sich zu. Und wenn der seine Zeit damit an ist, dann kommt der durch, und dann kijkt er den seine Mom auch so an, und sagt die Mom, sag mir meine Stufe, dann habe ich dir über gedacht, was ich getan habe, und dann direkt beten. Und dann sagt die Mom, okay, very good. Wenn die das Gott fragen, ist die was halten, die halten, je gehorsamer jung sind, die wird die halten. Und dann kijkt das kleine Guy den so an und sagt, oh nee, Mom, ich deute nicht für mich beten. Ich deute für die beten, dass die mich wahrscheinlich uitholen. So, ich glaube, unsere Mama ist an alle Eier, dass uns dort die Bete fehlt, nicht? Und ich glaube, uns tun wir von der und als ab ein Weg oder am anderen für uns alle, aber besonders für unsere Mamas. Und ich selbst sie nicht eine Mom, aber ich hoffe, das konnte wenigstens Segen sein. Abraham Lincoln, der sagt mal, dass kein Mensch ist arm, der eine göttliche Mama hat. Und du sind wenig Dinge, die wichtig sind für eine Gesellschaft oder für eine Nachbarschaft oder für eine Society, als göttliche Mamas. In der Bibel liegt dort ganz klar, dass die Familie als der Grund von der Gesellschaft und während beide Eltern so wichtig und gleich wichtig sind. Ich glaube, dass Mamas sind wichtiger, als wir viel geachtet oder bewiesen haben. So tun greift erst die Früh an und dort greift Fuß die Familie und das ganze Heim an. Und ich glaube, ich brauche nicht sagen, was von der so große Verantwortung und Arbeit unsere Mamas haben. Die tun antreiben, eten merken, ob es merklich sind oder nicht, waschen, prassen, dort Hüse reinmerken. Und die versorgen nicht bloß für unsere physischen Needs, aber auch, das ich sehe, jährlich. Und so viel mehr Dinge, und dann dort alle immer wahr tun. So, wo können Mamas all diese Dinge tun, mit unverdrisslich und unmutig worden, oder sich ladig fühlen, wenn die geben so viel. Oder noch wichtiger, wo tun wir, wenn wir uns schlarig fühlen? Und vor der Kennis, Kapitel 4, haben wir eine Mama, und der ist eine Eng. Kuffel ist larig. Und das ist, von was wir ein klein bisschen reden wollen von der, und wann wir uns larig fühlen. Fühlst du dir noch mal so drauf, dass du fängst nicht die Zeit haben, wie Jesus seine Feuze an, den sie in Wort lesen. Du bloß nicht nur, was du glaubst, der andere verlangt von dir, und du glaubst, du hast bis nicht mal unterbeuten. Du bist larig. Und ich glaube nicht, dass bis unsere Mama sich so fallen. Ich glaube, wir tun alle nochmal. Wir sind den Tag durchgegangen, wir haben gejeft, gelehrt, wo immer wir können. Und wenn es das Uwes kommt, dann wollen wir bloß nicht, wir fühlen uns bloß larig. Und bezieht all diese Dinge, die wir vielleicht da haben, tragst du die vielleicht mehr unter dran. Das können sein, du hast Gesundheitstrubbles oder Geldtrubbles oder die hast Troubles mit deinen Kindern. Und dann aber was immer auch gesagt für die, wir probieren uns zu tun, dass alles ist okay, wir haben ein Schaffe gesagt, aber es kommt eine Zeit, wo wir bloß nicht mehr wollen, wo haben wir all diese Dinge. Und dort ist gerade du, wo unsere Früh von unsere Geschichte von ihnen ist. Und die Geschichte kommt von der 2. Kennis, Kapitel 4. Und wir wollen das in das Alte Testament, wir leben so anders, als wir das von denen haben. Die haben nicht Jesus in Vorbild, so wie das von denen haben. Und das Volk Israel, wie immer waren alle gehorsam. Die beten Jetta an und doll andere Dinge. Und gerade um diese Zeit, wo unsere Geschichte von ihnen passiert, du wie nicht immer eine Zeit, wo Gott den sein Volk ohne einen Prophet leitet. Und dort dort mit der Hut nimmt und dort das Volk Israel sich wo Tränen umdrehen. Und gerade während dieser Zeit ist der Prophet Elisa. Und unsere Geschichte fängt traurig an. Sie hat keine Hoffnung, keine Friede und keine Friede. Wenn ich in der Bibel, da habe ich hier mit mir lesen, das 2. Kennis, Kapitel 4, Vers 1 und 2, das sagt, eine Früh von einem von den Propheten ging wir, kam nur Elisa und sagt, die deiner mein Mann ist gestorben, und du weißt, dass er den Herrn für ihn deut. Aber nu ist einer gekommen, den er wird schuldig wir, und der will meine beiden Jungs nehmen, aus Glauben gegen die Schuld. Und Elisa sagt zu ihr, was kann ich für dich tun? Was hast du in dein Haus? Und sie sagt, ich habe nichts in das Haus, bitte eine Ölkrug. So diese Mom ist ganz eng. Mann, und wir lesen, dass wie ein guter Mann ist gestorben. Sie verliert hier Mann, Partner,
eine Erstattung und Versorger. Und der beste Hoffnung für seine Frühe staan, wie de Jungs wurden für Versorgung, aber de Jungs sind noch zu klein. Und bezieht und all dit, wat zij aan der Mann hat Schuld hängen lassen. Und wenn diese Schuld nicht wollte, busig betun, wollen 2 Jungs aus Glauben nehmen, um diese Schuld betun. I mean, stellt ihn doch mal vor, das ist eine große Weg, was der auf ihre Schultern hat. Und ihre Jungs, die sind ganz abhängig von ihr. Und das ist nicht, was der geplant hat für ihr Leben. Hast du dir auch mal so gefühlt, dass du wie trüge warst, die da jetzt wirklich, was du dachtest, wieder passte, die da jetzt den Bastet, die jäufst alles, was du hast, in einmal wahrer kämpfst du Ladich trägt, wo kannst du wieder gehen oder wieder geben, wenn du bloß nicht mehr hast ever geholt? Was tue ich, oder was soll wir tun, wenn wir uns Ladich fallen? Und ein Ding, was ich haben, was diese an Denk holen von der, das ist Gott, das Wort von seinen grootste Wunder mit Ladich. I mean, denk mal even, was sagt der ganz erste Vers in der Bibel? Auf Englisch spricht der actually das Wort Ladich, die Welt wie Ladich. Und denkt ihr noch von Jesus in erste Wunder? Der Ladich Krücken auf der Kasse. Und dann kriegt so mit unserer Geschichte von der an, in Ladich Haus, in Ladich Krücken. So Gott das Wort von seinen grootste Wunder mit Ladich. So wenn die Ladich füllst, dann verlut die durch das Gott Wort, wo groß ist dann. Und wie wir von der an diese Geschichte bekennen, und diese frühe Bekennen, in so ein Wort so deut, aus so Ladich wir. Und 3 Dinge, die wir sagen, ist, Nummer 1, der dort uitschreien, der riecht uit und der joit uit. Ich will noch einmal die erste Versen lesen. Das sage ich, eine Früh von einem Propheten jünger wie, kam nur Elisa und seht, okay, so sei schrie ich uit diesen Prophet. Dien deiner, mein Mann, ist gestorben. Und du wolltest den Herrn fragen dort, aber nu ist einer gekommen, den er wird schuldig wir, und nu will der meine beiden Jungs aus Glauben nehmen, gegen die Schuld. Und Elisa sagt zu ihr, was kann ich für die tun, was hast du in dein Haus? Und sie sagt, ich habe nichts in dein Haus. So, der erste Ding, wie wir tun, wenn wir uns Ladich fühlen, ist Gott anrufen. Das ist ganz leicht, nicht? Aber viel zu verten ist das nicht das erste Ding, was wir tun. Wir gehen nur alle artige Dinge und probieren, diese Ladich steht in uns Hort zu fallen. Ich glaube, dass wir Freunde haben, was mir fehlen, so ich nehme abends durch den Weg, um probieren, eine Freundschaft zu bauen. Ich glaube, dass wir Geld haben, was mir fehlen, so ich schaffe so viel Stunden als ich kann, ich probiere so viel extra Geld zu kriegen als möglich und ich will immer mehr und du wegen nach einmal laden. Ich glaube, dass wir dein, was mir fehlen, ich sage alles ja und will immer mehr. Und während das alles feine Dinge sind, die wollen die Ladich stehen in unserem Leben nicht fehlen. Und ich finde mir, für wie lange diese Friese kann so tun, dass alles wie okay. Alle Mann wissen, dass sie eine schwere Zeit durch. Mann, wie obviously gut gestorben. Aber wir wollen dort, wir lesen dort, Haus wie Ladich, gut möglich, wenn die alles verkauft, und probieren, diese Schuld zu betun. Sie probieren, diese 2 Jungs zu beschützen, die probieren, ihn zu versorgen. Und sie jeder dran mit dieser großen Weg auf ihre Schultern. Und die probieren, eine Mom auch in Führer zu sein, die kämpfen in Bett in ihr Kart. Und so ein Tag, als sie bis eben meiden, die sagen, ich kann nicht wieder, ich muss helfen. Und das soll wie viel in den Bibel. Petrus hat Wunda ging, und die fangen an zu gehen, was deed. Die schrie ich nur Jesus. Aus den Blinden will geholt sein, aus den Kranken will geholt sein, was deuten die? Die schrien uit nur Jesus. Und was soll wie jedes Mal? Jesus antwortet. So, wenn ich dir weiß, warum ist Jesus anrufen, und das letzte Ding, was ich da unten steht, das erste. Eine ihr sagt möglich sein, wegen wir glauben dort nicht, dass Gott kann, oder nicht mal dort, wir glauben nicht, dass der nicht, der Wort nicht, oder der Will nicht, der tun, was ich den frage. Vielleicht hast du mal einfach was gebet, und du kriegst nicht eine Antwort. Du wirst dir mal selbst proben. Aber das nicht steht in dein Leben, in dein Hort, wo bloß Gott kann fällen, wann wir am anrufen. Und kriegst du als Elisa auch wisst, was diese Frau fehlt, vor die Frau überhaupt diese Frau Antwort, Jesus weiß, was die fehlt. Aber die will hören, dass du am anrufst. Die will hören, dass du am du noch fragst. Psalm 34, Vers 18 sagt, der Gerechte schrien, und der Herr hielt ein Haupt an, in all ihre Not. Der Herr ist all die nu an, die ein gebrochenes Hart haben, und halt die, die ein bedrägten Jes haben. Gott hielt die, und der ist krank über sie. Die Wort, die hier bringen, und die Wort, die hier tragen, das muss nicht krank dann sein, oder krank so sein, als wir dieses verstehen, aber die Wort, die du nicht allein tun. In Vers 2 fragt Elisa 2 interessante Fragen. Was kann ich für dich tun? Jetzt schauen wir uns nicht so eine Frage, nicht? Die zweite Frage ist nicht ganz so gemütlich. Was hast du in dein Haus? Und diese frühere Antwort braucht mein Hart. Die sagt, ich habe nichts
ander huis, buiten aan bij oil. Dat meint dat huis, goedmelig, meel, jaltoos, alles wie Ladich. En Elisa vraagt je dit interessante ding, wat hast du in dien huis? En de Bibel merkt dat ganz klar, dat geen man oder Frau, keine Mama oder Papa kann dort sein, wo Gott uns erlaubt hat zu sein, ohne seine Hilfe. In fact, die ging so weit und sagt, ohne mich kannst du nicht tun. Aber zu der anderen Seite, wir sind immer Part von der Lösung von unseren Problemen. Und das ist, warum Elisa dit fragt, wo hast du in dein Haus? Warum willst du die Ladich? Wo immer der Ursache ist, wie dein Gott wird bekümmert ist um uns und wir sind niemals allein. Und ich weiß nicht je, aber ich bin so viel, glaube ich, wo das rechte Wort sein. Ich vertelle Gott meine lange Lust, Troubles, und ich frage ihn nach, hey Gott, kannst du das alles fixen für mich? Mir kann nicht gut sorry sein, bloß Gott fragen, dass die Welt die Gemeinschaft fixen. Mir kann nicht zu vergeben, bloß Gott fragen, dass die Welt den euer wegnehmen. Oder auch kleine Dinge, mir kann nicht exercisen oder gesund eten, bloß Gott fragen, dass die Welt gesund holen oder gesund mehr. Ich will nicht Part sein von meiner Lösung. Das braucht Zeit und das ist unmöglich. Gott ändert die mal. Ich will nicht, wo immer. Aber das ist nicht, wo Gott schuf. So diese wird Friedrich recht ut nur Gott. Und Gott will, dass so sein wird, wo die all in der Haus hat, auch wenn das mal ganz wenig wird. So du bist immer Part von deiner Lösung. Wo hast du in dein Haus? In Vers 3 sagt ich, en hij zei, goed om en vrouw die nu was, nu laat je krukken en niet te weinig. Okay, so zij schreef uit naar Gott, nächste Stop als uitdrücken. Nu, dit is zo leicht übertrieben nu bij het zien. Dat is wichtig dat we ons part doen, aber dat is ook wichtig dat we wanneer nu haupt te vrouw. En ik geloof niet dat deze vrouw bloß als op een goosraam gegaan heeft gebracht, hey, je hebt me al die laat je krukken. Wo kriegt zij al deze krukken? Die putter ohne der. Und vielleicht hast du das selbe Ding zu jeder Mensch gesagt, wie du fragst. Weißt du was? Ich weiß das jetzt von nicht, aber so ist die kurz feststellen, ich kann eine schwere Zeit durch. Mein Mann ist kurz gestorben und ich konnte bloß nicht mal allein tun. So ich ging nur halb Frauen und der Prophet sagt, ich soll eine Lade Krücken sehen. So hast du, wo extra Krücken, wo du mir kurz geben. Übrigens meint ein Bett von deiner Geschichte mit, auch wenn du das selbe Ding sagst zu jeder Mensch, wie du fragst. Aber du meinst aber nicht unbedingt, dass du dir alles mal vertellen. Auch so dem Prophet denkt, wenn wir zu Gott utschrien, den ja wie alles vertellen. Und ich glaube, ein Ding, wo die Finden auf Prophet stellen, das ist Gemeinschaft. Und ich glaube auch, dass das für eine Ursache. Du weißt, oder weißt, wo kraftvoll das ist. Bloß die Großverlängerung und Schrien meint nicht utdrücken. Utdrücken meint ohne der und Pöttern in Mädel nur halb frei. Und das hat ein paar Dinge. Nummer 1, die wirst du nicht mal so allein fallen. Und Nummer 2, die wollen weiten, wo die kann für die beten, also die kann bei einer Multi bringen, oder bloß bei die sein, oder was immer das muss sein. Und vielleicht fehlt die dort nicht, nu grüß nicht und die nur früh, aber wer weiß, dass dort und die fehlt. Und die brücken, das ich auch sehe, die brücken nicht alles weiten, aber wo können die helfen, wenn die nicht weiten? Du bist nicht allein, du hast eine Lehre von den Feind. So, wo hast du? Diese früh haben wir Öl und Nubasch. Vers 2 sagt, dann geh in dein Haus mit deinen 2 Sehens und merkte der hänge dito und joit Öl in all die Krücken. Wenn ein Fall ist, dann soll er zu sehen. So, das ist wichtig, dass wir übrigens in der Krücken fragen, aber die kommt in der Zeit, wo wir der hänge uns zu merken und wir spend some time online. Oder das muss sein, bis still sein in Worship Leute anhören oder Zeit spenden Gott sein Wort oder beten oder auch Zeit spenden mit deiner Familie. Diese früh auf ihre 2 Sehens du in der Stube mit ihr. Vers 5 sagt, zij ging en deed het zo. Zij muikte der toe, hingen haar in ihre Sehens, und die Sehens brachen haar de Krücken und zij goed an. So, uitstrien, uitdrücken, nu so tijd om uitjuiten. Denk je nog wat deze vrouw had? Die had bloos een bed oil. Ich weiß nicht je, aber ich glaube, für die meisten von uns, wenn wir unter das letzte Bett sind, mit dort geht's wie noch, mit dort probieren wir noch festzuhalten. Mit unser letzte Pause sparen wir, wenn wir mal bloß ein Bett Zeit haben, dann wir abends dort nicht. Wir holen fest, wir geht's mit dort. Aber der Prophet sagt, lut dort los, jev, joit dort, das soll anjoiten. Das ist zum Grühen und das ist unmöglich. Wort, wenn ich das Bett nicht noch uitjoit, und dann sind ich ganz in ein, dann habe ich auch nichts mehr über geholt. Verken oder meist immer, wenn wir uns Ladich fühlen, dann glauben wir haben nichts mehr unterbringen. Das ist eng und ich muss nicht bloß noch das Bitte abpassen, was ich noch zu holen habe.
Aber fang an mit dit beetje oil, wat du noch hast. I don't know, das mag sein, deine Kinder fordern. Oder irgendjemand schafft die Sache umbeiden. Das sind kleine Dinge, aber die können einen Unterschied machen für Jahre zu kommen. Deine Kinder wussten ab und die wollen den Verbot nur gehen. Den Menschen, die hast vielleicht schafft die Sache angeboten, die wollen an die kommen und die fragen, hey, wo kannst du schafft die Kinder, wenn lang nicht alles perfekt ist? Du hast nicht überlegt, hat Jesus seine Läufe mit da. Jesus sagt, wir sollen geben, jöt dort ut. Wat van jullie dat vielleicht krijgt, is deze vrij, je verten voor je leven. Aber vielleicht sagt Gott zu dir, was der Prophet diese früh sagt, bleib beim Jöten. Dort Wunder passiert, wenn wir in Stopp nehmen, in Glauben, und wir schauen dort in seine Hände. Dort ist, wenn die Gott seine Kraft, in den seine Nuheit in dein Leben sperren wird. Sei gut an, aber der hat nie eine volle Krück. Wenn du dort bitte nach vorstellst, was du über geholt hast, dann kannst du das Wunder nicht erfahren. Und ich probiere nicht zu sagen, dass das immer was leicht sein. Aber Gott, das Wunder mit Ladich. Jesus sagt, wir sollen geben. Wir wollen uns nicht bitte nach vorstellen, aber Jesus sagt, jev, lut dort los. Jev Unterstattung, wo Amerikas bewies läuft. Jev Tiet. Und wenn wir mal checken, wie diese Geschichte einnimmt, das sagt, Vers 6 und 7 sagt, als die Krücken voll werden, seht euch die Erde sehen. Ich bringe mir noch ein Ding, und er sagt, du hast kein Ding mehr. Dann hier die Öl ab mit Ranen. Und so ging nur dem Gottesmann und verteilt am alles. Der sagt, gut nu und verkauft der Öl und betul dem, wem ihr schuldig seid. Und du in deine Sehens kann leben von dort, wo es ewig bleibt. Zwei Dinge, die mir interessant wären, als ich diese Versen lese. Nummer 1, mag dort die Krücken werden Öl, nicht das Öl. Ich finde, das ist nicht von einem Menschen, der hat mal Krücken geholt. Ich glaube nicht, dass Gott etwas abhebt mit Jöten. Und Nummer 2, leben von wo es ewig bleibt. Wenn du ewig bleibt, dann meint du wie mehr als genug. Die Leute los und Gott versorgt, die mögt das Beste davon. Sei hat den Mond verliert, in den wo sie nicht kriegen. Aber sei hat noch was ewig geholt. Das bitte euch. Hab nicht Angst für die Leute, die stehen in deinem Hort. Vielleicht hast du dort, wo die fehlt, oder vielleicht hast du wo Gott die Welt, sodass die dein Hort kann frisch fallen, mit denen sie eine Friede, mit denen sie eine Friede, wo du vielleicht auch lange verloren hast. Vielleicht fragt Gott dich auch, wo hast du in dein Haus? Und dann will du mit dort kurz anfangen. Gott will die Leute, die stehen in deinem Hort, fallen, aber die kann dort bloß, wenn wir am anrufen. Gott ist dich bei, und der hat dich nie nicht allein gelassen. Und er wird dich hier, wenn du am anrufst. Wenn du dich allein oder euer Schmerz fühlst, der ist du. Am fehlt dort nicht daran, dass du alles unter Kontrolle hältst oder dass du alles taub hältst. Am fehlt dort nicht an der volle Krück. Er will dich finden, krieg du und krieg so, als du bist. Er will dein Hart fallen, er will dein Hart frisch mit seiner Friede und mit seiner Friede fallen. Und das fängt alle an, wenn wir am anrufen. Ich würde fragen, dass alle Mamas hier werden abstehen. Und dann würde ich noch gleich für ihn zu beten. Und für all die, die sind sitzen geblieben, bet für jene Mamas oder bet für jene Frühes. Jesus, ich danke dir für all diese Mamas. Und ich danke dir für dein Vorbild, für deine Liebe und für deine Geduld mit uns alle haben. Gott, ich frage dich, was Hart fallen mit deiner Friede und mit deiner Friede, was sie vielleicht auch lange verloren haben. Ich frage dich, du wirst heulen, was immer weiter, dass ich vielleicht noch mitdrehen. Du wirst anfangen zu heulen. Und dat zij voor een aannemen dat deze geloof van die dalen als wat die jemals van verstaan kan had. Dat u best proef met de arbeid wat zij doen had. En ik vraag, du wirst anfangen, een frische wijsheid en kracht te geven, om wieder een invloed aan zoals die nu al gaan. En ik zei die dankzij voor het verrecht dat we kan dienen kinderen zijn. Dat bid ik in die naam. Amen. Hans heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wem diese Botschaft wird Mut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jähen bist, wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Taubklack nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute Leben Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen schlecht Porte sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp oder besuchen uns an unserer Webpage läwenskjoakj.com
Uns hier scheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn du gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die dessen subscribe, auch den Klinger drücken, so dort wirst du dort anwählen.